Die Zeit ist vergangen. Der Bambi hat viel müssen lernen. Auf jedes Knistern hören und wissen, was es bedeutet. Er hat gelernt, aufs Schreien, Zwitschern und aufs Warnen von den Vögeln hören. Er hat auch gelernt, wittern. Das ist Reh. Und jetzt kommt der Hase. Da stinkt's. Da ist der Fuchs unterwegs gsi. Und da sind meine Gespanne, Fallin und der Gobbo. Einer der lustigsten Freunde vom Bambi ist der Waldkauz gsi. Er hat schüli gern Theater gemacht. Er hat so unheimlich geschrauen. Man hat es eine halbe Stunde weit gehört. Dann ist einmal der Bambi der Herzspringer gekommen und hat gefragt, was ist auch los? Ist Ihnen etwas passiert? Oh, bin ich jetzt verschrocken. Der Waldkraut hat müssen lachen. Oh, nein, es geht mir gut. Es tönt nur so gefährlich, wenn ich brülle. Am liebsten aber hat der Bambi mit der Falline und dem Gobbo gespielt. Die Falline ist die übermütigste und der Gobbo ein bisschen schwächlicher. Er hat immer schnell genug gehabt und ist müde geworden vom Umspringen. Aber der Bambi hat den einen Weg gern gehabt. Der Bambi hat jetzt auch gelernt, wie gut Gras, Kräuter und Blätterknospen sind und wie süß der Klee. Wenn er zur Mutter hat gut trinken, hat sie ihn weggeschupft. Hey, lass mich in Ruhe. Du bist doch kein kleines Kind mehr. An einem Tag ist die Mutter sogar auf einmal fort gsi. Er hat sie gesucht, gehört, gewittert. Nichts. Da fängt er an zu rufen. Mutter! Mutter! In einer Verzweiflung geht er sie suchen. Er kommt in eine Gegend, wo er noch gar nie war, und hört auf einmal 2 Kinderstimmen. Mutter! 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 Wahrhaftig, der Gobbo und Falline. Der Bambi ist froh, dass er nicht mehr so allein ist. Meine Mutter ist fort. Unsere auch? Wo sind sie echt? Der Bambi schluchzt fast. Auf einmal ruft Falline, ich glaube, sie sind bei den Vettern. Meinst du, bei den Vettern? Warum lassen sie uns den ganzen alleine? Und wieder rufen sie alle 3. Mutter! 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 Falline und der Gobbo bleiben stehen und der Bambi geht allein weiter durch den Wald die Mutter suchen. Er kommt zu einer Waldlichtung und bleibt stehen wie angewurzelt. Dort, beim Haselbusch steht eine Gestalt, aufrecht, schmal, mit einem bleichen Gesicht, ganz nackig um die Augen und um die Nase herum. Die Gestalt schmückt, groß schmückt sie, scharf und aufregend. Der Bambi starrt und kann sich vor Schrecken nicht bewegen. Jetzt streckt die Gestalt den Bein aus, ganz oben, näher am Gesicht. Aber wo sich das fürchterliche Bein gerade in die Luft streckt, kann der Bambi wieder laufen. Er dreht sich um und rennt und rennt. Auf einmal ist auch die Mutter wieder da. Sie rennen miteinander durch Büsch und Studen. Sie hören nicht auf zu rennen, bis sie in ihrer Waldkammer sind. Hast du es gesehen? Fragt die Mutter. Der Bambi gibt keine Antwort. Er nickt nur mit dem Kopf. Das war er. Unseren Find auf 2 Beine, sagt die Mutter. Und sie hat beide geschudert.
Bambi ist jetzt viel allein gewesen. Die Mutter ist verschwunden. Er konnte rufen, so viel er wollte, sie ist nicht gekommen. Aber er hat nicht mehr so viel Angst gehabt wie früher. Einmal ist der Bambi stundenlang durch den Wald gestrielt und einfach niemandem begegnet. Da fängt er an zu rufen. Es war so wie eine Belle. Er hätte einfach nicht mehr so allein sein. Auf einmal steht einer von den Vätern vor ihm und schaut ihn streng an. Der alte Rehbock ist grösser als die anderen. Sein Rock ist tief dunkelrot gsi, aber im Gesicht hat's schon silbergrau geschimmert. Er hat eine riesige Krone gehabt. »Warum rufst du?« fragt der Alte. Ein Bambi hat Knie zittert und er hat kein Tönchen rausgebracht. »Deine Mutter hat jetzt keine Zeit für dich. Kannst du nicht allein sein? Schäm dich.« Der Bambi hat sich geschämt, aber er hat sich nicht getraut, etwas zu sagen. Der Alte dreht sich um und ist fort. Später ist die Mutter gekommen, aber er hat ihr nicht erzählt, was passiert ist. Er hat sich fest vorgenommen, wenn ich dem Alten nochmal begegne, sagen, schauen Sie, ich bin allein, aber ich rufe nicht, ich habe keine Angst. Dem Gobo und der Faline hat der Bambi erzählt, was er erlebt hat. Und die Faline sagt ganz wichtig, das ist der alte Fürst gsi. Ich weiss es von unserer Mutter. Er ist der vornehmste im ganzen Wald. Niemand weiss, wie alt er ist. Und niemand weiss, wo er wohnt. Manchmal hat es schon geheissen, er sei tot. Aber dann ist er auf einmal wieder da gestanden. Er schwätzt sonst mit niemandem und geht auf Wege, wo andere nicht kennen. Für ihn gibt's keine Gefahr. Die anderen Prinzen, die kämpfen manchmal miteinander. Zum Spass oder im Ernst. Aber mit ihm nicht, weil er der Grossfürst ist. Am Morgen ist der Bambi unter den grossen Eichen auf die Wiese rausgegangen. Der Tau hat gefunkelt und es hat wunderbar nach Gras und Blumen und nasser Erde geschmückt. Ein Fasan ist vorbeigestolziert und ein Hase ist dort gehöckelt und hat über etwas nachgedacht. Ganz nahe beim Bambi ist auf einmal einer von den Prinzen auftaucht. Der Bambi hat noch nie so nahe einen von den Vätern gesehen. Er hat gedacht, soll ich mit ihm schwätzen? Darf man das echt? Eigentlich hätte sogar der alte Fürst mit mir geschwätzt. Ich sag einfach zu einem Guten Morgen, Prinz. Da wird er sicher nicht wütig. Und so streng ich einfach davon. Der Prinz kommt jetzt ganz aus dem Haselstrauch führen auf die Wiese. Da kracht ein Schuss. Der Bambi sieht, wie der Prinz vor ihm in die Höhe gumpet, einen Sprung macht und im Wald hineinraset. Auf der anderen Seite von der Wiese sind die Mutter, Tante Nena, der Gobo und die Faline auch in den Wald hineingeflüchtet. Der Hase ist davor gestorben und auch der Fasan. Dann ist es still gewesen. Der Bambi geht schauen. Da liegt der Prinz vor ihm auf dem Boden. Eine grosse rote Wunde hat er gehabt. Er ist tot gewesen. Nicht stehen bleiben, ruft's neben dem. Mutter rennt an ihm vorbei. Lauf, so schnell kannst. Der Bambi rennt und holt sie ein. Was ist das gewesen, Mutter? Mutter küchert. Das ist er gewesen. Endlich sind sie stehen geblieben. Über ihnen ruft eine feine Stimme. Was sagen Sie da dazu? Was sagen Sie da dazu? Seichhörnchen kommt durch die Zwiegabel raus. Ich bin den ganzen Weg hinter ihnen hergesprungen. Nein, das ist furchtbar. Keiner von uns hat etwas gesehen, sagt die Mutter von Bambi. So, da täuschen Sie sich aber. Ich habe ihn schon lang gesehen. Iau, ruft die Elstere. Und auf einer Esche schnarrt ein Eichel her. Iau, ich habe ihn auch gesehen. Und der Bachreihe kreischt.
Wir haben ihn auch gesehen. Wir haben ihn gesehen. Schon lang haben wir ihn gesehen. Wir haben die ganze Zeit gewarnt. Aber er hat nicht auf uns gelassen. Der Bambi schaut umeinander und denkt, von was redet sie auch? Ich kann gar nicht verstehen, was alles sagt. Er. Was ist auch das? Ich habe ihn ja dort mal auch gesehen im Gestrüpp. Das ist auch er gsi. Aber er hat mich ja nicht getötet. Der Bambi ist da gestanden, hat an den toten Prinz müssen denken und es ist ihm auf einmal ganz unheimlich geworden. Am liebsten wäre er weit fortgegangen, tiefer und tiefer in den Wald hinein, nebenan, wo ihn niemand hätte finden können. Auf einmal hat sich etwas im Gebüsch bewegt. Der Bambi fährt zusammen. Der Alte steht vorn und schaut ihn mit seinen grossen Augen an. Bist du vorher dabei gewesen? Ja. Wo ist deine Mutter? Ich weiss es nicht. Der Alte schaut ihn immer noch an, ganz fest schaut er mit den Augen. Und du rufst ihr nicht? Der Bambi hätte das schön grau Gesicht geschaut, mit der herrlichen Krone drüber, und auf einmal ist er ganz mutig geworden. Ich kann auch allein sein. Der Alte hätte Willi nichts gesagt, dann fragt er. Bist du nicht der Kleine, wo erst letzte nach der Mutter prägt hat? Ja, du hast ihn mit mir geschumpfen, weil ich nicht allein sein kann. Aber seitdem kann ich. Alter Fürst, was ist geschehen? Ich begriff's nicht. Wer ist er, wo's alle von ihm redet? Der Alte schaut über den Bambi seinen Kopf weg in die Weite, dann sagt er langsam. Selber hören, wittern und schauen. Selber lernen. Leb wohl. Dann ist er verschwunden. Von da an hat der Bambi gewusst, dass das Leben schwer ist und voller Gefahren und dass er noch ganz viel muss lernen. Der Bambi hat gesehen, dass die Welt sich verändert. Am Morgen hat's Nebelschleier gehabt und manchmal sind die Wiesen ganz weiss vom Reifen. Die Hirsche haben geschrauen und der ganze Wald hat träumt, weil die Könige so gespässig brüllt haben. Später ist das Laub von den Bäumen gefallen und am Boden gelegen. Dann hat's angefangen zu regnen. Wenn er Grashalm hätte zusammenraffen, hätte er das Maul voll Wasser gehabt. Und wenn er ein Blatt hätte vom Struch zupfen, sind ihm ganze Wassergüsse in die Augen gelaufen. Es war ungemütlich in der Nässe. Dann ist ein kalter Sturm gekommen und der Bambi hat angefangen zu schlottern. Die Mutter war jetzt wieder bei ihm gewesen. Und der Bambi hat sich an sie angekuschelt. Aber er hat so nur auf einer Seite warm bekommen. An einem Morgen ist eine junge Elstern über die Wiese geflogen. Etwas Weisses ist ihr in die Augen gefallen. Kleine, weiche Flöckchen. Die Elstern hat sich aufgerichtet und ist höher in die Luft gestiegen. Aber auch dort sind ihr Flöckchen in die Augen gefallen. Eine Reihe hat gerufen. Du hast doch keine Mühe gegeben. Du hast nicht höher fliegen. Aus diesen Flocken kommst du nicht raus. Das ist der Schnee. Der Schnee? Was ist das? Schnee? Schnee. Wir haben jetzt Winter. Und das ist Schnee. Viel zu früh. Entschuldigen Sie, ich bin erst im Mai aus dem Nest gekommen. Ich weiss nicht, was das ist. Winter und Schnee. Das geht anderen auch so. Lernst es schon noch.
Der Bambi hat sich zuerst gefreut über den Schnee. Es ist heller geworden und wenn die Sonne kam, hat alles geleuchtet und gestrahlt. Aber es ist nicht lang gegangen. Da hat sich der Bambi nicht mehr gefreut. Er musste schaffen und kratzen, bis man ein bisschen Gras gefunden hat. Und manchmal hat einem das Eis in die Beine geschnitten. Der Gobo, der ein bisschen schwacher war, hat schon ganz wunde Füße gehabt. Der Bambi ist jetzt viel mit den anderen zusammen gewesen. Frau Ena ist gekommen mit ihren Kindern, ein junges Rehmädchen, wo Marina geheissen hat, und eine alte Rehfrau, Netla. Sogar von den Prinzen ist der eine oder der andere zu ihnen gekommen. Zuerst sind die Rehkinder ein bisschen schüch gewesen, aber bald haben sie sich daran gewöhnt und es ist richtig gemütlich geworden. Ein von den Prinzen hat Rono geheissen und eine Karus. Der hat den Bambi am liebsten gehabt. Sie haben ihre Kronen abgeworfen und auf dem Kopf sind 2 schiefergraue, runde Platten vorgekommen. Es hat vornehm ausgesehen. Frau Netla hat viel zu erzählen gewusst, vor allem von ihm. Sie hätte mit dem Mensch gemeint. Der kann niemand vertragen. Wenn wir ihm in das bleiche Gesicht hineinschauen, ohne Haar, ist man schon fast tot vor Angst. Und dann schmeckt er so grusig, jedes Mal anders. Aber man merkt doch sofort, dass es er ist. Entsetzlich ist es. Er hat 4 Beine, aber er läuft nur auf 2. Eine Reihe, wo der Reh zugelassen hat, ruft: das sind keine Beine, wo die oben haben. Dem sagt man Händ. Ich habe einmal bei denen gewohnt, wo ich noch jünger war, aber nachher bin ich ihnen ab. Ich kenne die besser als ihr. 2 Hände sind angewachsen und dann haben sie noch eine dritte, aber nicht immer. Ihr trägt's über der Achsel. Wenn sie ohne die dritte Hand herkommen, sind sie nicht gefährlich. Frau Netla ist mit dem gar nicht einverstanden gewesen. Du bist ein dummer Schnöri. Die sind immer gefährlich, immer. Ich habe schon einen gesehen, der ist da gestanden, weit weg und hat sich nicht verraten. Und auf einmal hat es einen Donner gegeben und einer von uns ist zusammengebrochen und gestorben. Und dann ist das Ungeheuer gekommen und hat ihn mitgenommen. Der junge Prinz Karus fragt: Wie geht euch das zu, dass man umfällt, wenn er einem von weiter weg anschaut? Und Netla gibt zur Antwort: Das kann man nicht erklären. Er schleudert auch Kreie vom Baum und holt sogar den Fasan aus der Luft. Wahrscheinlich ist er inwendig, ganz aus Feuer. Der Karus hat tief geseufzt. Hört er echt nie auf, uns verfolgen. Und Marina, wo schon fast erwachsen war, flüstert: Ich habe schon gehört, an einem Tag kommen wir zu uns und werden mit uns spielen. Der ganze Wald sind dann glücklich und wir dürfen Frieden machen. Frau Netla lacht ungläubig. Geh und Frieden machen. Seit ich mich erinnere, tötet er uns. Unsere Schwestern, unsere Mütter, unsere Brüder. Kein lässt er in Frieden. Er soll bleiben, wo er ist und uns endlich in Ruhe lassen. Frieden. Das ist alles dummes Zeug. Aber der Marina, ihre grossen Augen sind ganz glänzig gewesen. Frieden ist kein dummes Zeug. Einmal runter. Frau Netla aber hat sich umgedreht. Ich suche mir lieber etwas zu essen.